Das ist meine Frau. Vor 2 Jahren ist sie gestorben. Genau am 21. Juni 2020 ist sie eingeschlafen. Es sind also bald 2 Jahre. Thomas war etwa 10 Jahre alt, als er in der Schule zeichnen lernte. Zu der Zeit wurde das I Love You-Symbol durch die Gehörlosenzeitung und andere Medien bekannt gemacht. Er hat es auf ein Papier gezeichnet und abgeheftet. Jahre vergingen und als mein Sohn dann 1996 starb und ich seine Unterlagen aufräumte, fand ich diese Zeichnung. Sie hat mir gut gefallen. Sie entspricht der Originalzeichnung, die von ihm war. Ich habe sie den Friedhofsmitarbeitern gegeben und sie haben sie in den Grabstein gehauen. Das ist eine schöne Erinnerung an meinen Sohn. Im Jahr 1957, als ich hierher geflohen bin, war ich noch ledig. 3 Jahre später konnte ich das erste Mal wieder zurück über die Grenze in den Osten nach Leipzig. Da habe ich dann meine Frau kennengelernt. Wir haben uns oft geschrieben und so entstand eine feste Bindung. Ich habe dann einen Ausreiseantrag für sie gestellt. Das war ein sehr langer Kampf. 10 Monate habe ich um die Ausreise meiner Frau kämpfen müssen, bis sie endlich rüberkam. Damals war ja noch der Sozialismus. Ich vermisse meine Frau sehr, klar. Wir hatten 60 Jahre lang ein schönes Leben, viele Reisen und anderes mehr. Ich vermisse sie und fühle mich allein. Das ist Thomas. Für arme Kinder, die keine Eltern haben, gibt es Waisenhäuser, wo sie aufwachsen können. Für die Aktion Kinder wird in Zeitungen oder Zeitschriften um Spenden geworben. Ich hatte das irgendwo gelesen und wollte helfen. Also bin ich Mitglied geworden und habe Beiträge gezahlt. Die Aktion hilft Kindern, die keine Eltern haben, an vielen Orten. Im Laufe der Zeit meldete sich dann zufällig ein Waisenhaus bei mir und teilte mit, dass sie ein gehörloses Kind hätten. Ich war bereit, mich des Kindes anzunehmen. Also, ich habe ihn nicht sofort angenommen, sondern ihn erst mal nur am Wochenende zu uns nach Hause geholt. Er war damals 1 Jahr alt. Samstag und Sonntag haben wir ihn abgeholt und dann mit dem Auto Ausflüge gemacht, zum Tierpark oder in den Zirkus. Anfangs noch immer mit dem Kinderwagen. Am Sonntagabend haben wir ihn dann wieder zurückgebracht. So ging das Woche für Woche. Später fragte uns der Direktor, ein Arzt, ob wir den Jungen ganz zu uns nach Hause nehmen wollten. Wir sagten kurz entschlossen, dass wir bereit seien, ihn aufzunehmen. Das war's. Das war ganz einfach und ist reibungslos verlaufen. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist, Peter. Schön, dass du vorbeikommst. Schön, dass du einfach so ohne Termin hier vorbeischaust. Einfach so, um dich zu unterhalten. Wenn ich dich so anschaue, muss ich sagen, du siehst aus wie immer. Fit, voller Kraft. Aber bitte erzähl doch mal, was machst du so? Bist du mit dem Auto unterwegs oder... Bitte erzähl. Ja, ich bin mit dem Auto gekommen. Ich fahre keine U-Bahn oder Tram wegen der Ansteckungsgefahr. Ich liebe mein Auto. Man kann sagen, ich bin mit meinem Auto verheiratet. Du bist mit deinem Auto verheiratet?
Im Archiv ist alles aufgehoben. Und das ist wichtig. Die Gehörlosengemeinde war damals sehr aktiv und hat viele Reisen und Ausflüge organisiert. Und hier sind Fotos davon. Ah, ich erinnere mich. Da siehst du hübsch aus mit Schnurrbart. Mit Schnurrbart, wirklich hübsch. Aber keinen Vollbart, oder? Ich habe Peter Funke vor 10 Jahren als freundlichen, aktiven Menschen kennengelernt. Er unterstützt mich und unsere Zusammenarbeit ist sehr gut. Ich bin erstaunt, dass er trotz seines hohen Alters noch so fit und aktiv ist. Er überlegt sich immer noch, welche neuen Veranstaltungen wir anbieten oder wie wir Menschen besuchen und den Kontakt mit ihnen halten können. Das ist sehr schön. Das ist interessant. Für mich war das neu, so mit Leuten zu reden. Dass ich das selbstständig umsetzen kann, aktiv bin und so gut kommunizieren kann. So leben zu können, davon bin ich begeistert. Ich bin dankbar. Das ist richtig super und ich habe das noch nie so erlebt. Wirklich super. Auch gesundheitlich super. Von allem, was ich bisher in meinem Leben erlebt habe, gefällt mir die Kommunikation mit Sonja am besten. Wir sind miteinander so warm geworden, als wäre sie selbst 100% gehörlos und wir plaudern miteinander. Das ist toll. In Mariupol in der Ukraine bleibt die Lage am umkämpften Stahlwerk unübersichtlich. In den vergangenen 24 Stunden haben sich 694 Kämpfer ergeben, darunter 29 Verwundete. Die ukrainischen Soldaten kommen nun in russische Gefangenschaft. Sie sollen mit Bussen ins russisch kontrollierte Olenivka in ein Gefangenenlager gebracht worden sein. Das ist alles Propaganda. Dass Russland sagt, die Ukrainer seien Nazis, das stimmt nicht. Das ist nur eine faule Ausrede, da ist nichts dran. Die Ukraine ist wirtschaftlich total wertvoll und deshalb will Russland sie vereinnahmen. Die Ukraine ist reich an Boden und die Landwirtschaft exportiert viel Getreide, vor allem Weizen und Hafer. Das will Russland sich jetzt unter den Nagel reißen. Mit Nationalsozialismus hat das nichts zu tun, das ist reine Propaganda. Als die Nazis an der Macht waren, da war ich so 10, 11, 12 Jahre alt. Das stimmt. Hitler hat am 30. Januar 1933 die Macht übernommen. Und ich bin ein halbes Jahr später, am 17. Juni 1933, auf die Welt gekommen. Ich habe keine Erinnerung daran, wie es war, in dieser Zeit aufzuwachsen. Meine ersten Erinnerungen habe ich mit etwa 6 oder 7 Jahren. Ich erinnere mich daran, dass überall rote Fahnen, blutrote Fahnen mit einem weißen Kreis und dem Hakenkreuz gehisst waren. Von Politik habe ich damals aber noch nichts verstanden.
Als ich 16 Jahre alt war, im Jahr 1942, gab es den Befehl für alle Schüler, sich dem Jungvolk anzuschließen. Da hatte man dann eine schwarze Uniform mit einer Rune SS am Arm. Und es wurde getrommelt. Mit einer Gruppe anderer Gehörloser machten wir verschiedene Übungen und wurden politisch aufgeklärt. Am 4. Dezember 1943 wurde Leipzig das erste Mal aus der Luft bombardiert. Das war die amerikanische Luftwaffe und später die Engländer. Die Leipziger Gehörlosenschule wurde genauso wie Leipzig durch die Angriffe vollkommen zerstört. Nach der Bombardierung wurde ich mit der Kinderlandverschickung in ein Versorgungslager in die Nähe von Altenberg in Ostsachsen versetzt. Um 7 Uhr mussten wir aufstehen. Der Lehrer machte immer einen Plan mit dem jeweiligen Tagesprogramm. 7 Uhr Weckruf. 7:30 Uhr Fahnen hissen. Da wurde die Hakenkreuzfahne gehisst und wir machten den Hitlergruß und sangen Deutschland, Deutschland über alles in der Welt. Wir haben da ja alle mitgemacht. Ich war der Anführer. Man sagte damals Rottenführer und habe alle Befehle an so 6 bis 7 Kinder und Heranwachsende weitergegeben. Ich war deren Anführer. Da war ich so 11, 12 Jahre alt. Im Jahr 1945 wurde ich zum Rottenführer befördert. Von Januar bis etwa Ende April. Dann war das vorbei, denn die Russen kamen immer näher. Das Deutsche Reich wurde immer kleiner, weil die Russen mit Macht anrückten. Wir mussten fliehen. Und ich legte alle Abzeichen ab. Die Lehrer empfahlen uns, macht die ab und werft sie weg, nehmt nichts mit. Als Flüchtlinge wurden wir vom Roten Kreuz geführt und flohen bis nach Dresden. Wir fuhren mit dem Zug, eigentlich von Diepholzdorf bis Dresden. Aber wir konnten nur bis vor Dresden fahren, weil die Schienen ab dort durch die Bomben zerstört waren. Wir stiegen also kurz vor Dresden in Pirna aus und gingen zu Fuß weiter. Ach, die Straßen waren gesäumt von Trümmern. Man konnte keine Häuser mehr sehen, da waren nur noch Trümmerhaufen. Alles war dem Erdboden gleichgemacht. Lauter Trümmerhaufen bis ins Zentrum.
Auch die Frauenkirche war zerstört worden. Sie war nur noch eine Ruine. Ich erinnerte mich noch daran, wie schön sie einst war. Davon war nichts mehr übrig. Wir saßen 3 Wochen in Dresden fest. Es gab keine Verbindung nach draußen, keinen Kontakt mit zu Hause. Die Elbe war gesperrt. Es gab keine Eisenbahnverbindung nach Westen. Das war alles zerstört. Ich bin dann also 3 Wochen in Dresden geblieben. Wir schliefen in einer Fabrikhalle ohne Fenster und hatten nur Decken zum Schlafen. Nach 3 Wochen gab der russische Offizier endlich die Freigabe. Das Rote Kreuz konnte Verbindung mit den Eltern aufnehmen. Und wir gingen mit unseren Bollerwagen an Bord eines Schiffes auf der Elbe. Wir fuhren bis Riesa. Als ich auf dem Schiff war, wurde mir das Ausmaß der Zerstörung erst richtig bewusst. Das Schiff selbst war auch betroffen, aber es funktionierte noch. Es war ein Dampfschiff. Die Fenster waren kaputt, deshalb waren alle provisorisch verschlossen worden und man konnte nicht hinaussehen. Aber zufällig ging ich hinunter auf die Toilette, wo es ein Loch gab, durch das man gucken konnte. Mein Gott! Es trieben viele tote deutsche Soldaten auf dem Wasser. Und Pferde mit aufgeblähten Wasserbäuchen trieben da auf der Elbe. Mir wurde übel. Die ganze Elbe war so dreckig. Ich ging wieder nach oben zu den anderen Kindern und erzählte, was ich gesehen hatte. Der Lehrer verbot mir davon zu sprechen, damit sich die anderen nicht aufregen. Also war ich still. Aber ich hatte das alles gesehen und erinnere mich noch heute daran, es war schlimm. Wir fuhren bis Riesa. Aber von dort gab es dann wieder keine Verbindung. Weder mit der Bahn noch sonst irgendwie. Es war alles zerstört. Wir mussten wieder eine Woche in Riesa bleiben. Dann endlich gab es einen Kastenwagen. Einen Kohlewagen, der mit lauter Flüchtlingen vollgestopft war. Mit dem konnten wir dann bis Leipzig fahren. Ich war hier. Es war eng und es zog, aber es war Mai, Juni, das ging. Als wir in Leipzig ankamen, waren überall Amerikaner. Als meine Mutter die Meldung bekam, ihr Sohn ist da, war sie überglücklich. Abgeholt hat mich mein Bruder, der war damals 16 Jahre alt. Wir umarmten uns vor Glück. Von Leipzig bis Meerane sind es 60 Kilometer. Aber da gab es auch keine Verbindungen mehr. Also sind wir per Anhalter mit Autos mitgefahren, immer ein Stück nach dem anderen. Abends um 10 Uhr waren wir dann endlich da und meine Mutter schloss mich in ihre Arme. Ich war völlig verdreckt, ganz schmutzig. Ich zog mich sofort aus und nahm ein Bad. Das war eine Wohltat. Heißes Wasser. Ich lag bestimmt 1 Stunde in der Wanne, dann Fingernägel säubern mit Bürste und die Haare durchkämmen. Früher war Hitler ja gut, aber der Krieg. Von der Judenverfolgung wusste ich gar nichts. Auch dass es Konzentrationslager, die KZs gab, davon wusste ich nichts. Erst nach dem Krieg, als alles vorbei war, erfuhr ich mit Schrecken, dass so viele Millionen Juden tot waren. Ich war wirklich erschrocken. Die Lehrer hatten uns nichts erzählt, darüber hatten sie geschwiegen. Ich erinnere mich noch sehr genau an diese Zeit. Das ist immer noch da. Vergessen werde ich das nicht, das hat sich mir so ins Gedächtnis eingebrannt. Dankeschön. Dankeschön.
Prost. Prost. Zum Wohl. Wir haben regelmäßig einmal im Monat unseren Stammtisch. Das ist schön und wir freuen uns immer, wenn wir uns hier sehen. Ja, aber du liebst Bier doch auch, oder? Ja klar. Peter hat ja schon viel erzählt. Er ist noch vor der Kriegszeit geboren. Ich bin in der Nachkriegszeit geboren, 1946. Das war anders. Das ist ein Unterschied. Ich bin auch nach dem Krieg geboren. Ja, erst er, dann ich, Das macht dann einen du. Unterschied. Du kamst ja aus Leipzig. Ich komme aus Erfurt. Da haben wir auch schon anders gebärdet. Und die Berliner erst. Auch hier in München wird anders gebärdet. Als ich hierher umgezogen war, hat mich das schon immer wieder verwirrt. Im Laufe der Zeit sind mir die Zusammenhänge klar geworden. Die Unterschiede sind ja auch schön. Ich habe auch gemerkt, dass München und Leipzig sehr unterschiedlich sind. Aber ich habe mich entschlossen, mich an die Münchner anzupassen und viele neue Freunde gefunden. Ich bin hier glücklich. Ich finde das sehr interessant. Als du, Peter, hier ankamst und wir uns das erste Mal begegnet sind und unterhalten haben, war ich total fasziniert von deinen Erzählungen. Wie damals von meinen Großeltern, die ich leider schon mit 9 Jahren verloren habe. Du bist mir da ein Stück weit Ersatz geworden und dafür bin ich dir sehr dankbar. Du bist mein Goldbub. Lass uns darauf anstoßen. Gottes Friede sei mit dir. Bitte gebärdet das jetzt auch euren Nachbarn zu. Gottes Frieden sei Gottes mit Frieden dir. sei mit dir. Gottes Frieden für dich. In der Gebärdensprachkirchengemeinde ist es sehr wichtig, sich um die Senioren zu kümmern. Sich auf sie zu konzentrieren und sich ihnen in Liebe zuzuwenden. Auch deshalb, weil ich beobachte, dass viele Erinnerungen an damals noch sehr stark da sind und in dem Erzählten auftauchen. Zum Beispiel Kriegserlebnisse aus dem Zweiten Weltkrieg. Das kommt jetzt mit den Bildern im Fernsehen über den Ukraine-Krieg wieder hoch. Die Erinnerung an Flucht, den Hunger, weil es kaum zu essen gab und den Verlust der Eltern. Plötzlich auf sich allein gestellt zu sein. Das sind alles ganz unterschiedliche, sensible Themen. Wenn man sich die Zeit nimmt, vielleicht beim Kaffee trinken und sich unterhält, dann kommen solche Themen hoch und dann kann ich sagen, erzähl doch mal. Wichtig ist, einfach da zu sein und zuzuhören und die Senioren erzählen zu lassen. Dann kann man darauf hinweisen, dass es schön ist, dass wir in Deutschland in Sicherheit leben. Das beruhigt. Aber natürlich auch nicht zu vergessen, dass Gott da ist. Er hat mich in seiner persönlichen Geschichte seit der Kindheit immer begleitet.
Ich habe mich heute beim Gottesdienst sehr wohl gefühlt. Besonders in der Gemeinschaft mit anderen Gehörlosen geht es mir gut. Und das ist wie Familie für mich. Das ist nicht wie zu Hause. Hier merke ich, dass es meiner Seele gut tut, beim Gottesdienst dabei zu sein und mitzuarbeiten. Das macht mich froh.